An Tisch diskutiert Chamber global oder all Woche schon über die Energie. Verschiedenes wiederholt sich auch leider, ohne dass aber bis wirklich selbst in der Situation verändert wird. Aber wir Piraten sehen auch da ganz klar die konservativ oder rückbleibende Parteien, sie in Europa und auch Heinz zu Hause, wenn die Äußerungen hört, die einfach in der letzten Zeit schon verpasst haben, für auf die erneuerbaren Energien zu setzen, weil hat man diese Parteien schon in der Vergangenheit nur gelauscht, die auf umweltfreundliche Energien setzen, wären überhaupt nicht so abhängig von Russland. Wir sind aber die Parteien, die konservativen Parteien, die durch Kreische kommen. Das ist ein bisschen komisch. Der Kreis doch immer, Herr Karteiser. Freut mich auf, dass er die Message verstanden hat. Wir sind noch hochfrisch. Trop für als Piraten Europäer zu sehen, weil an dieser Situation, wenn wir eine Energiesicherheit wollen, das just über Europa wird gehen. Wir können uns heute zu Lützeburg sicherlich den Mund fusselig schwätzen, wir müssen aber so ehrlich sein, dass wir nie werden zu Lützeburg Eisen, Dusch und Hunger noch Energie können produzieren. Das ist unser Interesse als Land, das ist ganz klar, auf europäische Lösungen zu setzen. Am Norden die Wand, am Süden die Sonne. Für dass wir aus den fossilen Produkten können herauskommen. Die neuen Techniken werden doch sehen, die das möglich machen. Ich höre immer ein bisschen mehr konservative Parteien, die just den Status quo gucken. Und das ist ein bisschen das Problem. Guckt der Schenke rum, wie einem Laptop, das da für 5 oder 10 Jahre geschafft hat. Heute der ein kleines Smartphone mit der kleinen Batterie mehr Kapazität wie der Laptop. Und so wird doch bei der Mobilität gehen, so wird bei anderen Techniken gehen. Die Solarpanels, die wir heute tun, die werden in naher Zukunft mal 100 und Kapazität machen, und 200, das wird sich vervielfachen. Dann nur der ganz kleinen Solarpanels, wo dieselbe Energie können herstellen. Dann nur der ganz kleinen Batterien an Autos. Der will nicht denen nur lauschen, die das Loh verdeifen, just auf die aktuelle Situation, weil die Technik wird viel gehen. Guck dir ein rund, was die Einzel Batterien gemäht. Früher hat ein Handy, du musst einen Koffer mitholen. Haut kriegt ein Handy, haut wissen wir nicht mehr ein Smartphone, wo die Batterie verbaut ist und die Einzel also kleiner gehen. Und so wird auch mit den anderen Produkten gehen, wo Haut Energie hungrig sind. Das entlarvt also aber nicht, dass man trotzdem alles muss gehen für aus dem Petrol möglichst schnell raus. Und du hast gerade den Staat für uns Piraten an der Verantwortung, weil der muss eigentlich ein Vorbildfaktor. Wenn ihr guckt, dass dort zum Beispiel die meisten Gebäude nach einer fossiler Energie versorgt gehen, da kann das für uns einfach nicht sein. Dafür werde ich auch eine Motion deposieren, dass der Staat soll bis 2030 auf all seine Gebäude, wo möglich ist, Solar installieren. Es sind aber auch der Fuhrpark vom Staat. Ich habe ein rezent Question parlamentär, wo der geringe Minister der Police lauter fossil Auto kauft. Ja, ich meine, der Staat kann viel schwätzen, dass man raus will, man muss da irgendwie auch als Vorbild leben, weil kann ja nicht sein, dass der Staat hier geht an den verbraucht nach immer den schlechten Produkt von den fossilen Brennstoffen an den leider, aber sie sollen nicht klappen. Und das ist ein von den Problemen. Muss ganz viel leben. Auch wir als Chamber müssen viel leben. Auch wir als Chamber müssen unseren Footprint gucken, hören wir Kommissionen. Für was du nicht, auch an den Kommissionen, wo ihr nicht kontrovers Diskussionen hören, einfach so, wir machen die vom Homeoffice aus, dass wir dementsprechend da die Fossilprodukte schon anspüren. Das ist als Kleinigkeit. Das sind aber die Symbole, noch draußen, wo die Leute so und gucken, die machen das auch. Wir sind noch kein Fan davon für Lo bei anderen Ländern wie Katar. Also Katar ist ja für noch erwähnt, ich habe letzte Woche schon erwähnt an der Diskussion. Ich fand da nicht eine lupenreine Demokratie, wo ein Lo unbedingt mehr Musik kaufen gehen. Also muss ich noch vorsichtig sein, wenn ein Lo von einem Schlechten bei einem anderen Schlechten geht. Da muss ich ganz vorsichtig sein, wenn den gerade sich aufhängig will machen, zum Beispiel an diesem Fall Flüssiggas. Bei den Sanktionen für Russland, da sind wir gar nicht verstanden mit der Position, wo die Regierung oder beziehungsweise die Finanzminister gestern 100,7 angedeutet hat, und da mal einfach als Realpolitik aufgetan hat, dass sie weiterhin gegen Petrol und Gas aus Russland kaufen. Das verstehen wir Piraten nicht. Wir Piraten sind nicht da, ob da liegen, dass man nach Lever Göster wie Haut aus dem Petrol an dem Gas von Russland müssen rausklappen, dann nicht einfach können so, dass man weiterhin den Krieg finanzieren, just weil das, wie hat sie gesagt, Realpolitik
wäre. Das für Reichspiraten unverständlich und ich hoffe noch, dass die Regierung hier Position wird ändern. Wo wir Piraten aber bei der Regierung als ein volles Support ausschwätzen, als für alles, was sie Errichtung von Umwelttechniken vorantreiben. Dafür begrüßen wir auch, dass die Umweltprimen zum Beispiel für die Elektroautos, wie gestern angekündigt, verlängert gesehen, da das enge Etappe kommen ganz viele Etappen, wenn wir so an der Umweltkommission gucken, wo auch könnt man den Ladestationen, wo ganz viele Projekte am Moment an der Pipeline sind, und da kann die Regierung auch auf den Support von den Piraten zählen, wenn es darum geht, für Alternativenergien zu setzen. Merci.